Salut zusammen, hier ist der Lionel. Ich bin einmal mehr in meiner Heimatstadt Basel und möchte bei dieser Gelegenheit fragen, wo soll ich als nächstes an? Bitte schreibe das unten an, wirklich. Und heute habe ich eine Strassenumfrage zum Thema Banken und Geld. Viel Spaß. Vielen Dank, dass ihr euch kurz Zeit nehmt für das. Als du mich gesehen hast, hast du gesagt, Scheiße. Darf man fragen, warum? Einfach aus Reflex vielleicht? Aua! Autsch! Ich kann mich vergraben im Fall. Ich heiße Noah und ich besuche Zoe. Okay. Und Zoe, du wohnst hier in Basel. Hast gesagt, bist auch von Baden. Genau, ich wohne jetzt erst seit einer Woche hier in Basel. Herzlich willkommen. Aber aus welchem Grund bist du angezogen? Ich studiere hier in Basel. Was studierst du jetzt? Medizin. Machen wir doch einfach gerade das zweite Interview. Ich tue hier das erste Interview einblenden vor Ewigkeit. Ich glaube 2019 gesehen. Arda. Arda. Wie ist es dir ergangen in der Zwischenzeit? Also ich habe sehr viele Fans bekommen. Ja, wirklich. Wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer hast du? Bis jetzt etwa 5. Was wollt ihr mal werden oder arbeitet ihr schon? Also ich möchte in Marketing arbeiten, Immobilien auch. Ihr wisst nur, was ihr nicht werden wollt, aber nicht, was ihr ja werden wollt. Ja. TMPA. Für TMPA. Tiermedizinische Praxisassistent. Tiermedizinische Praxisassistent. Ich habe eine Katze daheim und die isst nicht mehr so viel. Was muss ich machen? Zum Tierarzt kommen. Hast du eine Ausbildung bei einer Bank? Das ist nie etwas gesehen, was dir jetzt Wunder genommen hat. Nein, gar nicht. Doch schon. Die schon? Okay. Wieso? Oder was reizt dich daran? Also ich weiss nicht, ich werde einfach mal schauen, weil ich so wie das Ganze funktioniert und so. Wie stellst du dir denn jemanden vor, der bei einer Bank eine Ausbildung machen möchte? Ja, so Anzug, schöne Fingernägel. Schöne Finger. Ja. Wieso? Ja, gemachte Fingernägel. Keine Ahnung, halt Anzug und so, professionell. Wie stellst du dir so Leute vor? Keine Ahnung. Wieso lachst du über jede? Ich bin langsam mega verunsichert. Im Fall. Ich lache wegen ihr. Ich lache wegen ihr. Warum schickt dir die Bank am Ende des Jahres eigentlich immer einen Zinsabschluss? Was ist der Grund dazu? Für was brauchst du das Dokument? Es gibt ein Dokument dazu. Ich weiß es nicht. So Sachen hätte man in der Schule müssen lernen. Genau. Wieso lernt man das nicht in der Schule? Möchtest du das mal fragen, öffentlich hier? Warum lernt man das nicht in der Schule? Aha, ich habe nicht gemeint, dass du es wörtlich fragst, aber ja, okay. Steuererklärung. Die erste, was weiss, ich bin so glücklich. Jetzt kann ich mich pensionieren lassen. Für die Steuerdeklaration. Es gibt viele jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer, die wissen nicht, was Zins und Zinseszins ist. Könntet ihr das denen mal erklären? Nein. Wenigstens eine ehrliche Antwort hier. Zinsen sind, ich kann es wirklich nicht erklären. Okay. Mit dem eigenen Geld hat es sicher zu tun, das weiss ich irgendwie. Einen Prozentsatz irgendwie bekommt man irgendwie, weil man es irgendwie auf der Bank hat irgendwie. Keine Ahnung. Also das Wort irgendwie, ist das dein Lieblingswort? Ja, leider ja. Zins ist Haram. Das heisst, du machst nichts, was haram ist? Sehr selten. Du trinkst keinen Alkohol, keinen Sex vor der Ehe, Nein, keine Masturbation? nein. Okay. Er ist in Therapie wegen dir. Genau. Ja. Ich behandle ihn. Du behandelst ihn? Ich bin Hobbypsychologe. Du bist Hobbypsychologe. Willst du mich mal therapieren in dem Fall? Nein, bei dir sehe ich keine Hoffnung, ehrlich gesagt. Du hast vor einem Jahr 100'000 Franken auf dein Konto da. Du hast das jetzt ein Jahr lang nicht angelenkt. Du hast weder abgehoben noch eingezahlt. Jetzt gehst du wieder an den Bankomat und du siehst, es sind 101'000 Franken geworden. Wie viel Prozent Zinsen hast du jetzt in dieser Zeit bekommen? 0,01, oder? Das war jetzt die Dezimalzahl, aber in Prozent. 0,1%. Es wäre 1% gewesen. Es ist von 100 ist 101 geworden. Wie viel Prozent Zinsen hätte dir jetzt die Bank über das Jahr gegeben? 10. Das ist einfach. Eigentlich. Deborah, wenn der Papi daneben steht. Ich mit so Sachen gar nicht aus. Okay, Erich. Nein, 1%. Super, ja. Also das kannst du ja deiner Tochter hinterher erklären. Mathematische Rechnung. Ja, wenn ihr weißt, Du wirst doch Lehrerin, Deborah. Primarlehrerin. 1 Franken oder 1 Rappen, weil ich weiß gar nicht, was das 1%. ist. Ah! BL, das steht für Basel landschaftlich. Für was steht KB? Boah, keine Ahnung. Kantonal? Kauf. Safe. Kantonalbank. Kanton. Was Land? Kantonalbank. Kantonal. Keine Ahnung. Was könnte B ist? Richtig, super. Du hast 100'000 Franken auf dem Konto und du hebst 10'000 Franken ab. Wie viel Geld hast du jetzt? Oh, keine Ahnung. 90'000. 90'000? Ja, oder? Besitzt du nur noch 90'000 Franken jetzt? Ja.
Viele Leute fangen jetzt eine Lehre an bei der Bank, bei der BLKB. Was würdest du ihnen mit auf den Weg geben? Was sind deine Wünsche an sie? Eine Zinsregel auswendig lernen. Macht eure Sache, bleibt dran, lernt. Könnt ihr uns bitte euren Lieblingswitz erzählen? Wir fangen mal hier an. Nein, ich habe keinen. Ich habe keinen Humor. Kommt ein Pferd in die Bar. Ich habe keinen Lieblingswitz. Kommt ein Pferd in die Bar, okay, ja, und dann? Und fragt der Barkeeper, warum hast du so langes Gesicht? Einen Witz habe ich nicht, aber wir können Auto fahren. Ich kann Auto fahren und ich bin blond und Aargauerei. Was ist grün und liegt im Sarg? Stabsli. Ich hätte so viele Fun Facts, aber jetzt kommen sie mir natürlich nicht in den Sinn. Ich weiss etwas Medizinisches. Wenn man Hitzki hat, dann das ist, weil man als Baby im Bauch die Lunge trainiert hat. Und jetzt, wenn man Hitzki hat, wenn man aus dem Bauch ist, dann ist das eigentlich so ein Überbleibsel vom Babysein im Bauch. Aber es ist überhaupt nicht nötig oder es ist kein Nutzen für uns Menschen. Das ist ja Wahnsinn. Aber ihr sagt Hitzki, heisst das nicht Glucksi? Nein, Hitzki. Ich sage Hitzki. Wie sagt ihr dem? Du bist Fan vom FCB? Ich bin Fan von meiner Mami. Oh, okay, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Okay, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben und ein Abo. Und es gibt in der Tat sehr viele Lernende aus der Nordwestschweiz, die jetzt ihre Lehre bei der BLKB anfangen. Und wir wünschen ihnen viel Erfolg dabei, denn die BLKB ist eine Bank für alle. Viel Spaß und viel Erfolg. Tschüss!